das Haus mit meiner Alten, weil's mir gar nicht hilft, weil ich so spinn. Die Leute, die sagen, der ist narrisch, weil ich allerweil so gestingert bin. Ich sinnier einen ganzen Tag, aber gar nix taugt mir recht. Glaub, ich werd verrückt, wenn ich nicht rausfind, wo sie wirklich möcht. Kannst mir helfen, dass ich nimmer denk. Oh, oh, yeah. Ich brauch jemanden, der mir zeigt, wo sie im Leben nicht finden kann. Ich seh nix, das glücklich macht, gell, wie man nur so blind sein kann. Sag was lustig, sie wird schnaufen, du wirst lachen und ich wein. Hab mich noch nie glücklich gefühlt, ich kenn kein Lieb, weißt was ich mein. Hörst das, was ich sag zu dir? Hast du verstanden, wie's mir geht? Sei so gut, genieß das Leben, für mich ist das wohl leider zu spät. Das war Paranoid von Black Sabbath. Zu Ehren von Black Sabbath und dem Ozzy, die ja vor kurzem ihr absolutes letztes, wahrscheinlich ziemlich sicher, Auf Wiedersehen gesagt haben. Ich habe mir auch ein paar von den Songs angeschaut und ein bisschen in den Stream reingeschaut, wie ganz viele Bands und ganz viele Musiker ein Tribut gezollt haben in Birmingham. Und ja, es ist irgendwie krass, ne? Wenn so eine Band, die ein ganzes Genre begründet hat oder mitbegründet hat, ein Heavy Metal, wenn die abtritt und wenn man sich denkt, krass, jetzt ist, nachdem der Lemmy gestorben ist, ist eine weitere Legende, nicht gestorben, aber eine weitere Legende des Rock'n'Roll und des Heavy Metal praktisch abgetreten. Und ja, und da habe ich habe dann daran zurückgedacht, wie ich das erste Mal Black Sabbath gehört habe. Und zwar habe ich ich habe früher immer auf dem Flohmarkt CDs gekauft mit 15 und so, und Vinyl, weil es zu teuer war, immer neue CDs und sowas zum kaufen. Und Vinyl und sowas im Speziellen, aber auch gebrauchte CDs sind damals auf Flohmärkten ziemlich neu geschmissen worden. Und da habe ich so eine Compilation gefunden, das waren glaube ich 5 CDs oder so, mit lauter Songs aus den 60er Jahren. Und da war alles Mögliche, also Rock-Songs hauptsächlich, ich glaube, es hat Rock Classics oder irgend sowas hat diese Compilation geheißen. Und da war Status Quo und Nazareth und CCR und lauter solche Bands waren da drauf. Und eben auch auf einer CD als allerletzter Song Black Sabbath mit Paranoid. Und ich habe von Black Sabbath schon gelesen gehabt und so weiter, habe aber noch nie irgendwie Mucke von ihnen gehört zu diesem Zeitpunkt. Und dann habe ich das erste Mal praktisch dieses Paranoid, dieses Riff gleich am Anfang, ne, dieses und hab mir gedacht, saugeil, geile Mucke, und hab mich dann ein bisschen näher mit Black Sabbath beschäftigt. Muss aber auch gleich ganz ehrlich dazu sagen, sorry Ozzy, aber meine Lieblingsplatten von Black Sabbath ist eine, wo der Ozzy nicht dabei war, nämlich die Mob Rules. Die ist vom Ronnie James Dio gesungen worden, grandios gut.
super Songs, I love it. Und ja, genau, jetzt haben wir gedacht, hey, diesen Song, den ich vor 25, 26 Jahren das erste Mal gehört habe, den kannst du jetzt einmal verbayerischen. Ich hoffe, dass euch meine bayerische Folk-Version von dem Song gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich über Likes und Abonnieren und Kommentieren und so weiter. Ihr wisst es eh. Algorithmus füttern. The Daily Grind. Danke für die Aufmerksamkeit und pfiat euch.